Das ist die erste Station von Obstverarbeiten. Wir verarbeiten eigentlich nur Streuobst und das liegt eigentlich am Boden und muss aufgeklappt werden. Und da hast du beim Zusammenklappen immer ein Gros dabei oder ein Lauber dabei und das wird da reingekippt. Das ist so wie ein großer Whirlpool, da haben wir da so Dachpumpen und Düsen eingebaut. Das Obst wird da drin umeinander gewirrt. Da wird es über das weiße Führerband auszutransportiert. Da wird es dann angesprüht. Dann rollt es über Gitterstäbe drüber. Da fällt dann das ganze Gras und das Lauber durch. Dann kommt es wieder in ein neues Wasserbecken rein. Und dann kommt es erst in die Mühle, wird zermahlen und dann fällt es automatisch gleich in die Wurstpresse rein. Nach dem Reinigen und nach dem Mahlen fällt dann das direkt da in die Presse rein. Die Presse die funktioniert eigentlich so, da haben wir in der Mitte einen Blasbalg drinnen, der bläst sich auf, presst, saugt wieder Vakuum und dann dreht sie wieder. So, jetzt haben wir die anderen Schritte vom Pressen, vom Schönen und jetzt kommen wir zum letzten Schritt eigentlich bei der Saftproduktion, wo es dann im Most übergeht, wo dann der Alkohol erzeugt wird, wo sich eben der Fruchtzucker umwandelt in Alkohol. Das geschieht dann mit der Gärung und wie man es da bei den einen Tag sieht, der wird dann abgepumpt und da gibt man es dann rein und so eine Gärung dauert ungefähr 2 bis 3 Wochen. Dann hat die Gärung abgeschlossen und dann ist der Gärstand eigentlich still und dann hat die Fermentation ist dann abgeschlossen und dann warten wir meistens nur 1 Woche, bis das dann eigentlich die Trübstoffe, was da noch mehr drinnen sind, setzen und dann wird es nach der Gärung wieder in ein neues Fass und so und dort liegt er dann einmal für 2 bis 3 Wochen und dann schauen wir mal wieder so, war das der Most.